Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Ja, Leute, diesmal zum 1:1 im Champions League Halbfinale Rückspiel gegen Paris Saint-Germain, damit das Ausscheiden aus der Champions League. Und bevor wir da ein bisschen drauf eingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Bevor ich auf unseren Verein eingehe, erstmal Glückwunsch an Paris Saint-Germain, die aus meiner Sicht, wenn ich die Vereinsbrille mal abnehme, verdient im Champions League-Finale stehen. Wenn man beide Spiele betrachtet, ja, ist es eine verdiente Nummer. Ähm, von unserer Seite war es schon im Hinspiel kritisch, wenn wir ehrlich sind, beim Stand von 5:2. Wenn Paris da noch 'n Tacken länger nachgesetzt hätte, dann wäre das Sechste gefallen, dann wäre der Bums schon durch gewesen. Da sind wir noch mal stark zurückgekommen. Heute waren wir in keiner Phase dieses Spiels die bessere Mannschaft, geschweige denn konnten wir irgendwas erzwingen, irgendwas Außergewöhnliches leisten. Viele Spieler, keine gute Tagesform. Bei vielen Spielern, muss man ehrlicherweise sagen, hat es sich aber auch angedeutet, dass es so laufen wird. Da wurde halt auch nicht drauf reagiert, von Trainerseite her. Man hat den Bums so laufen lassen. Für mich völlig unverständlich, im K.O.-Spiel, wo es um alles geht, da einfach so tatenlos zuzusehen, komme ich gleich zu. Ja, für ein Heimspiel, sorry, war das einfach viel, viel, viel zu wenig. Und Paris hat genau das gemacht, womit man den FC Bayern wehtun kann, ja, indem es eine Mannschaft ist, die 'n hohes Niveau hat und die dann defensiv agiert. Das hat schon Real Madrid gezeigt gehabt, mal über ein paar Strecken. Das hat auch schon die eine oder andere Mannschaft die Saison gezeigt. Ähm, wenn wir dann keine gute Tagesform haben, was wir nicht haben, wir haben generell bei einigen Spielern gerade keine gute Form, ähm, dann ist es schwierig und dann sieht das Spiel so aus, wie es heute aussah. Ja, wir haben eine klare Torchance rausgespielt, die hat Harry Kane reingemacht. Ähm, ansonsten die Torschüsse, die wir hatten, das waren keine klare Torchancen, das war mal eine gute Einzelaktion oder war mal ein Schuss. Auch die Schüsse haben wir uns viel zu wenig genommen, außer Distanz. Ja, wir können uns jetzt an der Schiedsrichterleistung, an den Fehlentscheidungen hochziehen. Das sagt dann aber auch schon immer alles über deine eigene Leistung aus, ja? Also, wenn du dich daran hochziehen musst, dass der Schiedsrichter keine gelb-rote Karte gezeigt hat, ja, sorry. Alter, ja, dann läuft schon irgendwas falsch. Dass der Schiri nicht gut war, ey, 100% true, ja. Aber der Schiedsrichter hat sich quasi der Das nicht. Alexa, Soll halt ich die sagen? Fresse. Der Schiedsrichter hat sich quasi der Leistung der Mannschaft angeglichen. Ja, unsere Leistung war eine Katastrophe. Ähm Und von daher ist Paris völlig verdient über beide Spiele gesehen im Champions League-Finale und wir, ja, haben gesehen, dass es einfach für die letzten 10 Zentimeter noch nicht reicht. So, ja, ähm, man muss das jetzt gar nicht zu schlecht reden. Nochmal, wer hätte oder wer von euch hat vor der Saison gedacht, dass wir auf diesem Niveau die Saison Fußball spielen und im Champions League-Halbfinale stehen würden? Und wenn man jetzt auf die nackten Zahlen guckt, wegen einem Tor nicht in die Verlängerung gekommen sind, deswegen ausgeschieden sind. Wer hätte das gedacht? Also ich nicht. Ja, ihr könnt euch meine Videos angucken zur Saisonvorhersage. Ich habe damit nicht gerechnet. Von daher bin ich persönlich positiv überrascht. Aber ich denke, man hat in den Topspielen auch schon gegen Real Madrid, und heute auch noch mal insbesondere, aber auch schon im Hinspiel, man hat ganz klar gesehen, dass, die Zentrale mit Kimmich, Pavlovic einfach auf diesem Niveau nicht ausreicht. Punkt. Mehr braucht man, ja, das ist der Knackpunkt in dieser Mannschaft. Ja. Klar, wir können das Thema Außenverteidiger noch aufmachen. Das ist der andere Knackpunkt. Ähm, und man nimmt es dann so hin, ja? So, das ist so wieder so das Thema so. Ach ja, ist doch egal. Lass doch 'n Kimmich machen, lass doch 'n Pavlo machen. Anstatt 'n Leon Goretzka reinzuwerfen, ja, was hätte Leon jetzt schlechter machen sollen, ja? Ähm, ich meine, er hat immerhin 'ne gute Form gehabt, hat die in den letzten Spielen die Tore gemacht, war der Mann, der Gas gegeben hat, der sich gegengestemmt hat. Kimmich hast du über 80% dieses Spiels nicht gesehen, ist wieder maßlos abgetaucht. Der ist einfach
Kein Führungsspieler, kein Leader. Das wird er niemals sein. Das kann er gerne für sich in Anspruch nehmen. Das kann er auch gerne in Interviews nach dem Spiel erzählen. Das kann er auch gerne in der Kabine sein. Auf dem Feld, sportlich, wenn diese Mannschaft Hilfe braucht, ist er das nicht. War er nie, wird er nie sein. Punkt. Keinerlei Einfluss aufs Spiel hat dieser Mensch gehabt. Keinerlei Einfluss, ja? Ey, du hast einen Kimmich, du hast einen Pavlovic und du hast einen Jamal Musiala aufm Feld und in der ersten Halbzeit hat ein Harry Kane musste sich fallen lassen in die Tiefen des Mittelfeldes, damit wir überhaupt mal dazu kommen, keinen langen Ball zu schlagen. Wir haben 30 Minuten nur lange Bälle geschlagen. Ob das Manuel Neuer war, ob das ein Stanisic war oder ob das irgendein Innenverteidiger war. Immer lang. Wir waren nicht in der Lage, einen Spielaufbau aufzuziehen. Wir waren nicht in der Lage. Ja? Wie auch. Ein Kimmich brauchst du nur pressen, dann ist der Mann raus. Der ist einfach raus. Ja? Aus dem Spiel. Haben wir schon gegen Real Madrid gesehen. Ja? So. Ja, aber man setzt auf Kimmich in der Zentrale, dann ist das so, da muss man damit leben, dass es für dieses Level halt einfach nicht reicht. Punkt. Ja? Das war schon gegen Real Madrid knapp, da haben wir aber eine gute Form gehabt im Sturm. So, unsere Spieler haben Topform gehabt, haben die Tore gemacht, die reißen es dann halt raus. So, ja, so ist halt unsere Art, Fußball zu spielen. Punkt. Ja. Heute war es nicht der Fall. Ein Michael Olise hättest du heute auswechseln müssen. Das war Note 6, Alter. Das war eine Frechheit, diese Leistung heute von Michael. Das war eine absolute Frechheit. Ich habe da keinerlei Engagement gesehen oder geschweige denn mal sich dagegen zu stemmen. Ja, das war ein überhebliches Rumgetue und mehr nicht. Ey, so gut Michael die 1,5 Jahre, die jetzt bei uns ist, performt hat, alles richtig. Man muss ihn aber auch mal, wenn man ihn jedes Mal in den Himmel lobt, auch mal knallhart kritisieren können für so eine Leistung wie heute, ja. Und dass ein Vincent Kompany da von draußen einfach zuguckt, anstatt einen Lennart Karl reinzuwerfen, ist auch eine Frechheit, ja. Und dann nimmt man noch einen Jamal Musiala raus, der wenigstens noch was gezeigt hat, der noch was versucht hat. Der hat auch lange gebraucht, bis er dann endlich mal im Spiel angekommen ist und sich mal ein bisschen was getraut hat, sich mal tiefer hat fallen lassen, den Ball mal abgeholt hat, mal versucht, einen Spielaufbau zu machen. Ja, das hat super lange gedauert, ja. Den hast du auch gar nicht erst wahrgenommen. So, wie diese ganze Mannschaft die erste 30 Minuten nicht, ja. Aber dann war es einfach zu wenig in der zweiten Halbzeit. Ey, du spielst zu Hause, das Stadion war von Minute 1 an Feuer. So, ja. Und mit dem Gegentor war auch noch mal Feuer da und die Mannschaft hat es nicht hingekriegt, das Stadion anzuzünden. Hat sie nicht hinbekommen, ja. Sie war maßlos überfordert. Fehlpass auf Ballverlust, ja. Und sorry, das ist dann einfach zu wenig und zeigt ganz klar die Schwächen dieser Mannschaft auf. Ja, ist halt so. So, du kannst ja vieles machen, ja, du kannst aber nicht, die drei Jungs, die da vorne sind, die kannst du nicht mit langen Bällen füttern. Das haben wir heute gesehen. Ne, das macht halt einfach wenig Sinn. So, ja. Erst recht, wenn du 'n diszipliniert verteidigenden Gegner da hast. So. Und wenn da 'ne Mannschaft kommt mit 'nem starken Mittelfeld, die weiß, was sie zu tun hat und eine Mannschaft, ja, was Paris ist, das hat man heute gesehen, ja, da rennt jeder für den anderen, genauso wie bei uns. Ähm, Dann fehlen uns einfach diese Mittel, ja. So, aber das ist auch nichts Neues, ne? Und das ist auch nicht schlimm. Ich meine, wir haben eine überragende Saison gespielt. Die Saison ist noch nicht zu Ende. Wir haben noch 2 Spiele plus DFB-Pokalfinale. Du kannst das Double holen. Ey, alles ist gut. Wir müssen das jetzt nicht zu schlecht reden, ja? Ähm, Fakt ist, das war heute kein gutes Spiel und zwar aus vielen, vielen Gründen und Paris hat uns über beide Spiele, ja, aufgezeigt, dass sie einfach noch mal 'ne Stufe mehr sind wie wir. Dass wir sie überhaupt so knapp hatten, ist schon 'n Wunder, muss man ganz klar sagen. Zu Paris fehlt uns auf jeden Fall etwas, ja. Ähm, Ich denke, das haben beide Spiele gezeigt, ja. Auch diese, ja,
Dieses Abgewichstheit, wo ich dachte, das hätten wir mittlerweile schon. Wir kamen natürlich nicht in die Lage, das mal auszuspielen, weil wir immer nur im Rückstand waren in beiden Spielen, aber das ist genau das, was ich im Taktikfuchs gesagt hatte, ja. Die einzigste Möglichkeit, wenn nicht beide mit offenem Visier spielen, ist, wenn Paris in Führung geht. Und genauso haben sie es dann gemacht. Ja, clever. Viel Zeitspiel, gar keine Frage. Erste Halbzeit, dass da nur 2 Minuten nachgespielt wurden und so weiter. Wir können uns an so vielen Kleinigkeiten hochziehen, was Schiedsrichter anbelangt und so weiter. Leute, am Ende des Tages, ich habe schon im Discord geschrieben gehabt, ey, wir lagen nicht 0:1 hinten wegen den Fehlentscheidungen des Schiedsrichters. Ja? Und wenn man sich daran hochziehen muss, dass ein Spieler noch auf dem Feld steht, dann sagt das auch alles über deine eigene Leistung aus. Ja, dann warst du einfach auch nicht imstande, irgendwas zu zeigen, wenn du dich an sowas hochziehen musst. Was nichts daran ändert, dass es eine Fehlentscheidung war. So nicht falsch verstehen, ja. Aber es hat nicht sollen sein. Wir haben keine gute Tagesform gehabt. Das hat Gründe, gar keine Frage. Und da gehen wir gleich auch in der Benotung drauf ein. Ja. Aber erstmal, wie üblich, schmeißen wir einen Blick in die Statistiken rein, die sehr wahrscheinlich für uns sprechen werden. Wer das Spiel gesehen hat, weiß aber auch, dass mehr Schein wie Sein ist. Ballbesitz 65,6 zu 34,4. Abseits 1, 10, Fouls 11, 12, Zweikampfquote 43 zu 56. Oder 43,3 zu 56,7. Schüsse aufs Tor 6,7. Schüsse insgesamt 18, 15. Ecken 1, 8. Das sagt eigentlich, das ist eigentlich der Wert, der am meisten über dieses Spiel aussagt. Wenn wir ehrlich sind. Angekommene Pässe 496 zu 212, Flanken 13,4. Schüsse insgesamt: Olisse 4, Musiala 3, Kane 3, Torschussvorlagen Alphonso Davies 1. Gewonnene Zweikämpfe: Olisse 8, Kane 7, Diaz 6. Ja, Ballkontakte 92 Olisse, 88 Kimmich, 86 Pavlovic. Den Rest schenken wir uns. Gut. Damit gehen wir rein in die Benotung. Ja, die wird heute mal wieder nicht so gut ausfallen. Was heißt mal wieder? Seit langer Zeit. Ja. War die letzten Wochen und Monate immer überragend. Vincent Kompany heute Note 5 von meiner Seite. Startaufstellung, alles gut, kannst du so machen. Ich habe es gerade schon gesagt, spätestens in der Halbzeit hättest du schon reagieren müssen. Ja, also klar, wir haben ein bisschen reagiert, man hat es klar gesehen, ja. So nach 25 Minuten war Kimmich ganz klar der tiefe Part. Ja, auch Pavlovic stand noch mal ein bisschen tiefer. Wir haben versucht, generell tiefer zu stehen, ein bisschen Kontrolle reinzukriegen. Das hat dann auch so nach 30 Minuten ein bisschen gefruchtet. Dass wir einfach ein bisschen mehr Kontrolle hatten und dass, wenn auch mal ein Innenverteidiger rausgerückt ist, dass dann auch mal ein zentraler Mittelfeldspieler die Lücke gefüllt hat. Hey, das wäre schön gewesen, wenn man das von Minute 1 angemacht hätte, dann wäre das Spiel vielleicht ein bisschen offener gewesen, ja. Aber nein, da rennt ja ein Kimmich, ein Pavlovic wild durch die Gegend, ein Upamecano rückt raus, gewinnt den Ball nicht. Ich weiß nicht, was dann los war. Gefühlt ist der in Zeitlupe zurückgesprintet, obwohl er Vollgas gegeben hat. Da war einfach nicht mehr drinne. Und dann kriegst du das Gegentor, ja, was so ein leichtes Gegentor war und so klar zu verteidigen war. Und dann guckst du dir das 30 Minuten an und siehst einfach, dass du keinerlei Chance hast, nicht ins Spiel kommst, nur lange Bälle schlägst, dass Ballverlust auf Ballverlust auf Ballverlust kommt und du reagierst gar nicht. Ja, wie gesagt, da mit der Umstellung alles gut, kannst du dann machen, dann war es ein bisschen besser. Aber du hättest in der Halbzeitpause, ey, das ist ein K.O.-Spiel. Es ging um Champions League-Finale. Und du guckst dir die Scheiße an und änderst nichts. Nichts. Sorry, Leute. Ein Pavlovic, ein Kimmich, Katastrophe in der Zentrale. Ein Stanisic links außen, komplett überfordert, Alter. Nicht ein Ball mal ordentlich zum Mitspieler gebracht. Nicht einmal ein Luis Diaz mal vernünftig eingesetzt. Ja, ein Michael Olisse, absolute Vollkatastrophe, Alter. Sorry, das war nichts von ihm heute. Null. Ja? Überheblich Ballverluste, schlechte Pässe, völlig unbedrängt schlechte Pässe. Ja, sorry, Alter. Ja, da musst du ihn auch mal auswechseln. Fertig. Du kannst dir in so einem Spiel nicht erlauben, diese Spieler dann durchzuziehen. So, das kannst du gerne in der Bundesliga machen. Da interessiert das keine Sau. Dann spielst du halt mal ein 3-3 gegen Heidenheim oder sonst ein Bums, Alter. Ja?
Aber nicht in so einem Spiel. Da müssen die Spieler auf dem Feld stehen, die 100% Form haben, Alter. Ja? Ey, ich verstehe, dass man sagt: „Oh ja, so ein Ulisse, ja, der ist ja immer dann für ein Tor gut.“ Ey, alles ist gut, aber irgendwann musst du halt mal reagieren, ja? Das hat man nicht getan. Und man hat gesehen, dass Mike heute keinen guten Tag hatte. So, das ist ja auch nicht böse gemeint. Das sind alles Menschen, keine Ahnung, vielleicht, zu viel Druck, zu viel Erwartung. Ey, alles fein, er hat einfach einen schlechten Tag gehabt. Ja, dann musst du ihn halt auswechseln. Und dasselbe gilt für Kimmich und dasselbe gilt für 'n Pawlovic, Alter. Du hast einen Tom Bischof wieder da sitzen, du hast einen Leon Goretzka da sitzen, der sich reingeworfen hat die letzten Spiele, der 110% gegeben hätte, weil er sich schön verabschieden möchte. Diese Karte hast du gar nicht gezündet. Gar nicht. Die hast du einfach vergammeln lassen, ja? Ähm, generell die Wechsel. Viel zu spät, Alter. Viel zu spät. Sorry, ich verstehe es nicht. Es geht nicht in meine Birne rein. Es geht nicht in meine Birne rein, dass man 68 Minuten sich 'n Stanisic anguckt, wie er katastrophal über die linke Seite spielt, keinerlei Zugriff auf dieses Spiel hat, maßlos überfordert ist in der Defensive und du wartest bis zur 85. Minute, um dann einen Lennart Kahl zu bringen. Ja, den hast du dann zusätzlich gebracht. Wow. Ja, sorry, Leute. Das ist, nein, das war sich das Elend angucken. Ja, ey, jeder, wer das Spiel gesehen hat, die zweite Halbzeit. Ja, Ballbesitz, 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 quer, 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 hier nach hinten, quer, 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 nach hinten, quer, 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 nach hinten. Und das guckst du dir an und denkst so, erstmal nach dieser ersten Halbzeit, guckst du dir an: „Ach, nee, da reagiere ich nicht. Da warte ich erstmal bis zur 68. Minute.“ Ich habe schon in der Halbzeit geschrieben, du musst 'n Alphonso Davies reinbringen und du musst 'n Leon reinbringen. Punkt. Das war das Mindeste. Und hätte das nicht gefruchtet, hättest du in der 70. Minute Lennart Kahl bringen müssen. Entweder für Musiala oder für Olisse. Ja, Musiala hat's ordentlich gemacht, zweite Halbzeit, du hättest Olisse rausnehmen müssen. So, fertig. Ja, ey, ist keine Majestätsbeleidigung. Man stellt sich immer hin und labert ein von: „Es geht hier nach Leistung.“ Ja, er hat keine gute Tagesform gehabt. So, ja, mein Gott, Halleluja, passiert halt mal, ja. Hat man nicht gemacht. I don't know why, ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat man auf 'n goldenen Moment gehofft, alles gut. Weiß ich nicht. Kann ich irgendwo nachvollziehen. Da musst du den Move aber mit Lennart Kahl für Upamecano, da musst du den eher bringen. Da musst du den in der 70. Minute bringen. Ey, noch mal, es ist 'n K.O.-Spiel in der Champions League. Es geht ums Finale. Und du guckst dir an, wie das Spiel dahin plätschert. Und es ist dahin geplätschert. Es war gar kein Problem für Paris, uns zu verteidigen. Gar kein Problem. Ja, deswegen Note 5 für Vini. Gut, Manuel Neuer hat 'n ordentliches Spiel gemacht. Note 2, abgesehen von seinen langen Bällen, die fast alle wieder auch irgendwie kompletter Müll waren. Fairerweise muss man sagen, dass viele unter Bedrängnis waren, ja, das von daher war's noch ordentlich. Das, was aufs Tor kam, was er halten musste, hat er gehalten und zwar sehr stark. An Manuel Neuer lag es heute definitiv nicht. Gut, gehen wir's durch. Angefangen bei Stani. Ja. Stani, Note 5. Ohne Wenn und Aber, habe ich gerade schon gesagt. Stani war maßlos überfordert und das war nur Emery. Das war noch nicht mal Hakimi, ja. Ähm, dazu waren Dueda, Dembele, der mal über die Seite kam. Stani hat keinerlei Zugriff auf dieses Spiel gehabt, sowohl defensiv überfordert, nach vorne hin gar nichts, fast nur Fehlpässe, gewonnene Zweikämpfe war Mangelware. Man hat gemerkt, dass er das erste Mal wirklich Probleme hatte, dass er keinen linken Fuß hatte auf der rechten Seite, ja. Dass es alles viel zu schnell ging, dass Paris immer gleich wieder da war mit dem Spieler. Ja, Stani brauchte immer erst mal 'ne gewisse Zeit, um erst mal irgendwie den Ball auf 'n richtigen Fuß zu kriegen gefühlt. Das war gar nix, Note 5. Gut, kommen wir zu Jonathan Tah. Ja, Jonathan Tah habe ich ganz ordentlich gesehen. Würde ich heute 'ne 3 attestieren. Ja, unsere Innenverteidigung generell war einigermaßen okay. Upper
Opa hat seit langer Zeit sein schlechtestes Spiel gemacht, Note 3,5. Ich will das Tor gar nicht ihn anheften, nur klar, er hat den entscheidenden Zweikampf verloren, kam nicht mehr hinterher. Aber es muss in diese Lücke, die dann, wenn der Innenverteidiger rausrückt, dann muss ein Kimmich oder ein Pavlovic muss diese Lücke füllen. So, ja, so wie wir es dann nach 30 Minuten dann auch gemacht haben, ja. Dass ein Sechser halt einfach mal ein bisschen defensiver war und mal der Zehner sich ein bisschen tiefer hat fallen lassen, ob es dann ein Harry Kane war oder Musiala, der sich einfach mal den Ball abgeholt hat. Ja. Natürlich war dadurch natürlich vorne eine Anspielstation weniger, was wieder zu anderen Problemen geführt hat. Aber das zieht sich schon durch die ganze Saison, ja. Das zieht sich gegen Mainz, gegen Heidenheim, gegen Real. Guckt euch unsere Gegentore an. Das liegt fast ausschließlich, die Innenverteidiger haben immer einen guten Job gemacht. Ne? Das liegt fast immer ausschließlich an unserer defensiven Zentrale. Ja. So, das zählt auch für die Außen. Wenn so ein Außenverteidiger halt mal einrücken muss, um Spieler zu übernehmen, da ist kein zentraler Mittelfeldspieler, der einrückt oder der dann auf die Position des Außenverteidigers geht. Nee, die rennen irgendwo vorne rum und versuchen da alleine, wie oft läuft Kimmich ein Torwart an, Alter, heute auch wieder. Was läuft ein verfickter Kimmich in diesem Spiel den gegnerischen Torwart an? What the fuck is going on, Alter? Was hat der da zu suchen? Das musst du dem mal einprügeln, Alter. Das ist ja nicht das erste Spiel, wo er so eine Scheiße macht. Was hat der da zu suchen? Ey, das kann Jamal Musiala machen, das kann Harry Kane machen, das kann Luis Diaz machen oder das kann Michael Olise machen, aber doch nicht unser zentraler Sechser. Ich bin bei Opa. 3,5 für Opa, war sein schlechtestes Spiel seit langem, ja. Nicht nur den Fehler war auch so maßlos überfordert mit den Spielern, die auf ihn zukamen. Hat sich dann irgendwann gefangen, dann war es einigermaßen okay, einigermaßen stabil. Hat er dann auch wieder versucht, das Offensivspiel mit anzukurbeln. Das war ordentlich, deswegen noch eine 3,5. Aber das war auf jeden Fall sein schlechtestes Spiel seit langem, muss man leider sagen. Gut, Conny Leimer für mich neben Luis Diaz der einzige Lichtblick in der ersten Halbzeit als Feldspieler. Ja, so Conny Leimer war der sich gewehrt hat, auch wenn er kein Maradona ist, wie Uli Hoeneß sagt. Ja, an Conny Leimer hat es heute nicht gelegen, Alter. Ja, Conny Leimer hat marschiert, hat die Bälle erobert. Conny Leimer erobert den Ball, Alter, gibt dem Michael Ballverlust, Conny Leimer erobert den Ball, gibt dem Michael Ballverlust, Conny Leimer erobert den Ball. Kannst du dir in der ersten Halbzeit 3 oder 4 Mal raussuchen. Ja. Conny Leimer für mich heute Note 2. Hat gekämpft, hat geackert, hat sich dagegen gestemmt, hat all das gezeigt, was ich von einem Spieler in der Zentrale erwarten würde, was ich nicht gesehen habe. Ja. Deswegen ist es sehr schade, dass dieser Spieler auf einer Außenverteidigerposition verschimmelt, wenn man sieht, was in der Zentrale da rumdümpelt bei uns. So, ja, damit kommen wir auch in die Zentrale. Angefangen mit Pavlovic. Pavlovic hat sich zweite Halbzeit wenigstens dann so ein bisschen gefangen. Ja, war schon die letzten Spiele so. Irgendwann wachsen ihnen dann anscheinend ein paar Eier und dann versucht er doch ein bisschen das Spiel in den Griff zu kriegen. Deswegen kriegt er noch eine Note 4 von mir. Maßlos überfordert in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit, wo wir natürlich viel, viel mehr Ballbesitz hatten, Paris nicht mehr so gepresst hat, weil die schon wieder platt waren, sondern einfach sich nur die Räume zugestellt haben und sehr kompakt hinten drin standen. Hat Pavlovic ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt, ein bisschen mehr den Ball auch versucht zu verteilen. Hat sich leider nicht getraut, mal einmal einen Schuss zu nehmen. Ja, genauso wie Kimmich nicht aus der zentralen Position. Das war dann ordentlich, aber bei weitem nicht gut. Erste Halbzeit war es eine Katastrophe. Damit kommen wir zu Kimmich. Kimmich heute Note 5. Normalerweise musst du ihm aufgrund seiner nicht vorhandenen Führungsqualitäten eine Note 6 geben, Alter. Ich habe es gerade schon gesagt. Wenn ich so ein Spiel sehe, erinnere ich mich immer an die Worte von Thomas Tuchel, ja, der 100% recht hatte. Joshua Kimmich ist kein Führungsspieler. Ey, der mag ein Führungsspieler sein in der Kabine. Das möchte ich ihm gar nicht absprechen. Kann wirklich, ja, 100% true. Sportlich auf dem Platz ist er kein Führungsspieler. Ist er nicht. War er nicht einmal die Saison, wenn es schwierig war. Ja? Auch letzte Saison nicht. Da war es ein Upamecano in Leverkusen, der vorangegangen ist. Ja?
auch gegen Real Madrid, wo es schwierig war, hast du keinen Kimmich gesehen, ja? In so einem Spiel zu Hause, Junge, wenn du der zentrale Mann in der Zentrale bist, ja, und von dir den Anspruch hast: „Ich bin hier der Kapitän der Zukunft, ich bin der Führungsspieler.“ Alter, dann nimm das verfickte Spiel in die Hand. Ja, ich weiß, das kann er nicht, ja, weil er nicht die Qualität dafür hat. Stell 'n Kimmich, einen Spieler auf die Beine, dann spielt der FC Bayern mit 10. So ist es. Kann er nicht. Kann er nicht. Der ist null pressingresistent. Der ist komplett aus'm Spiel raus, wenn du ihn einfach nur in Manndeckung nimmst und einfach nur den Raum deckst, wo er rumdümpelt. Ja. Er ist viel zu langsam im Umschaltspiel. Er ist viel zu langsam, bis er überhaupt mal 'n Ball spielt. Wenn er sich dann schon fallen lässt, bis in die letzte Reihe, weil er anders gar keine Bälle kriegt, weil er maßlos überfordert ist in der Zentrale, dann braucht er auch trotzdem da noch mal 30 Sekunden, um dann 'n Ball wohin zu spielen? Ja, richtig. Entweder den Gegner in den Arm, weil er 'n langen Ball auf Michael Olise versucht oder 'n Querpass. Grandios. Ja, grandiose Leistung von Josh. Wenn das 'n Fixpunkt in der deutschen Nationalmannschaft sein soll, Hut ab, Alter. Gut, kommen wir in die erste Reihe. Luis Diaz, wie gesagt, der einzige Spieler, der sich da reingekniet hat, was versucht hat. Was heißt der einzige Spieler? Auch Helby hat 'n bisschen was gemacht. Aber Luis Diaz war der auffälligste Spieler, gerade erste Halbzeit. Aber auch zweite Halbzeit hat er viel versucht, hat sich nie hängen lassen, immer versucht 1:1, durch, 1:1, immer auch versucht in die Mitte rein und war super viel in Bewegung, super viel versucht, war oft alleine gegen 3, 4 Gegenspieler, ja. Auch keiner, der mal 'n bisschen in Bewegung war und sich mal angeboten hat. Wir waren einfach super lahmarschig. Michael Olise klebte nur an der verfickten Außenlinie, Alter, und hatte so gefühlt so: „Oh ja, ich habe heute nicht wirklich so richtig Lust.“ Katastrophe. Ja, hätte sich mal 'n Beispiel an Luis Diaz nehmen sollen. Von daher für Luis Diaz Note 2. So, kommen wir zu Jamal Musiala. Da wird's 'n bisschen schwieriger heute. Erste 35 Minuten Katastrophe. 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 Wir haben mit 10 Leuten gespielt. Wirklich. Mit 10 Leuten haben wir gespielt. Der war gar nicht da. Der war noch nicht mal z ey, Olise war schon schlecht, Musiala war gar nicht zugegen. Das war zu 10. Und das in einer Phase, wo wir in der Zentrale null Zugriff bekommen haben. Da musst du dich als Zehner, als spielstarker Zehner, der er nun mal auch ist, ja, ist ja 'n Spieler, der den Ball halten kann, ja. Deswegen hätte ich ihn auch in die Startaufstellung gestellt, anstatt da 'n Lennart Kahl hinzuzimmern oder 'n Rafael Guerreiro, ja. Nix von zu sehen, nix. Bis er irgendwann mal den Ellbogen auf Brustkreuz gekriegt hat und da erst mal 10 Minuten lag und keine Luft gekriegt hat. Dann hat er noch mal 5 Minuten gebraucht, dann hat er sich gedacht: „Oh jo, habe ich überlebt, jetzt versuche ich doch mal hier in die Zweikämpfe zu gehen und versuche mal das Spiel an mich zu reißen“, ja? Und da war er mehr Führungsspieler wie Joshua Kimmich, Alter, weil er hat's wirklich versucht dann, ja? Kann sich Kimmich mal 'n Beispiel dran nehmen. Von daher danach war's ordentlich. Ja, auch schon die letzten 5 Minuten in der ersten Halbzeit. Musiala war der dann wenigstens was versucht hat. Der mal 'n Schuss genommen hat, auch aus 'ner schwierigen Position, der 'n Dribbling genommen hat. Zweite Halbzeit war er der 'n bisschen was versucht hat. Man hat dann gesehen, dass die Kraft, geschwunden ist, so keine Frage. Natürlich klappt noch nicht alles bei Jamal. Ähm, ja, ich sehe ihn bei 'ner 3,5. Aufgrund der ersten schlechten halben Stunde, Alter, wo er nicht zugegen war. Gut, kommen wir zu Michael Olise. Habe ich eingangs schon gesagt, das ist Note 5, Alter. Da brauchen wir heute gar nichts schönreden, auch wenn er da irgendwie da drin stand, dass er die meisten Zweikämpfe gewonnen hat. Ja, hat er mal 'n Dribbling gewonnen oder was? Ähm, gar keine gar keine Rotation heute. Was meine ich mit Rotation? Mal 'n Seitenwechsel mit Luis Diaz, mal durch die Mitte, Musiala über außen, mal ins Zentrum rein und Harry Kane über außen. Ja, alle haben was versucht. Harry Kane hat viel versucht, Jamal Musiala auch, selbst 'n Luis Diaz, der öfter mal in die Mitte reingezogen ist. Und Olise stand die komplette Zeit an der Außenlinie geklebt und, hat nur diese Posi beackert. Nicht einmal mal in die Mitte rein oder so was. Ähm
ganz, ganz oft den Eindruck gemacht, so, ach ja, komm, ich komme eh nicht vorbei. Ich habe eh keine Chance heute. Ich weiß nicht, das war irgendwie so nach dieser nicht gegebenen gelben, roten Karte so, da hat es auch einen Knack gegeben in dieser Mannschaft. Die hat das irgendwie nicht ganz verkraftet, fühlte sich, schlecht, ungerecht behandelt oder was, hat eh schon den Glauben verloren, so kam es ein bisschen rüber. Weiß ich auch nicht. Und, Michael Olise war dafür sinnbildlich. So, ja. Klar, wahrscheinlich, wenn du die Leistung gesondert betrachtest, würdest du vielleicht noch sagen: „Jo, 'ne schlechte 3 oder eine gute 4.“ Wenn du aber weißt, was Olise diese Saison gespielt hat beim FC Bayern, dann muss man das mal in Verhältnis setzen und dann war es eine Note 5 und deswegen Note 5. Gut, Harry Kane, auch kein Glanztag, muss man auch ganz klar sagen, hat immerhin noch das Tor gemacht, von daher Note 3. Ich habe es schon gesagt, er war dann der dann versucht hat, sich fallen zu lassen und ja, das Problem war natürlich dann, Harry Kane war in dieser tiefen Position, hat dann auch da die Bälle mal festgemacht, konnte auch mal oder versucht festzumachen, hat's auch schwer gehabt, so, keine Frage. Hat dann auch gesucht, sich gedreht, gemacht wie immer. Michael Olise stand immer zu, da war keine Chance, den mal anzuspielen, da war viel zu wenig Bewegung bei Michael, kein vernünftiges Entgegenkommen, alles so halbherzig. Ähm, und das große Problem war, ja, es war dann keiner vorne. So, ja, das war natürlich dann auch einfach zu verteidigen, wenn unser Stürmer sich gegen so eine Mannschaft so weit zurückziehen muss, damit wir mal irgendwie ansatzweise ins Spiel kommen, ja, dann ist schwierig, ja? So, dann ist schwierig, ne? Das sollten schon Spieler machen, die dahinter sind, ne? Das war, das, was Harry Kanes Stärke ist, so keine Frage, aber nicht, wenn du 2 Tore aufholen musst. Ja, wenn dann vorne kein Stürmer da ist, dann wird's schwierig. Ja, dann hättest du halt reagieren müssen und hättest Nicolas Jackson vorher bringen müssen und den da vorne reinstellen, dass da zumindest irgendwas gebunden wird, ja? Und dann ziehst du Harry Kane zurück, wenn du das meinst, so, ja? Oder machst dann eine Doppelspitze, wenn du Musiala drauflassen willst. Da musst du aber einen Defensiven opfern. Aber ganz ehrlich, ähm, du hättest heute locker einen Pavlovic oder einen Kimmich opfern können, weil eh beide Katastrophe waren. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Ja, die waren beide in Räume, die keine Sau interessiert haben, aus Pariser Sicht. Die haben beide keinerlei defensiven Zugriff gehabt. Null, ja. Und offensiv haben sie auch nicht stattgefunden, also hättest du den Move machen können, ja, so. Also spätestens in der 70. Minute, allerspätestens. Ja, noch mal, das ist ein Halbfinale, das ist 'n K.O.-Spiel, es geht ums Finale, Alter, und du lässt den Stiefel einfach so runterlaufen. Ja, Katastrophe. Katastrophe. Gut, da kann natürlich Harry Kane nix für, Note 3 für Harry. Gut, kommen wir noch zu den Einwechslungen. Warum Min-Jae kam, I don't know, habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht, weil er der kopfballstärkste Spieler ist und man irgendwie noch auf Ecken gesetzt hat oder auf Freistöße. Ja, aber ich meine, wir sehen es, wie stark wir heute über Außen waren, wir haben eine Ecke zustande bekommen, oder? 2? Ich weiß es gar nicht. Grandios, oder? Wir hatten 2, 3 Freistöße, die katastrophal geschossen waren von unserem König. Ähm, aber gut, wir sind bei Min-Jae. Min-Jae hat's ordentlich gemacht, hat mir gut gefallen. Ich habe nichts, was ich schlecht sagen kann, war jetzt aber auch nicht irgendwie groß maßgeblich an irgendwas gefordert. Note 3 für Min-Jae. Dann haben wir noch Fonsi. Ja, Fonsi hat das Tor vorbereitet. Fonsi war sonst auch gleich, ja, man hat gesehen, das ist 'n anderes Spiel, als wie wenn Stanny da rumgedümpelt ist. Sorry, ja, der Wechsel hätte viel, viel, viel früher, der hätte in der Halbzeit kommen müssen. Punkt. Ja, du liegst hinten, du musst was machen, Alter. Du musst rauskommen aus der Pause und du musst feuern. Du musst feuern, Alter. Ja, natürlich kann das passieren, dass du den Konter dann kriegst. Ja, Halleluja. Kann dir auch genau so passieren. Paris ist nun mal 'ne Umschaltmannschaft, ja. Du hättest Fonsi zur Halbzeit bringen müssen und, let's go, ja. Ähm, Fonsi hat Schwung gebracht, ja, und, vor allen Dingen hatte Luis Diaz endlich mal 'ne Unterstützung auf seiner Seite, ne? So, der war ja vorher die ganze Zeit auf sich alleine gestellt, der war Einzelkämpfer über die Seite. Stanley ist ja gar nicht irgendwie vorgerückt, ja, und war trotzdem maßlos überfordert. Also, weiß ich nicht. Alphonso Davies hat's ordentlich gemacht, weil er das Tor vorbereitet hat, kriegt er 'ne 2,5 von meiner Seite. Gut, die letzten beiden können wir nicht wirklich benoten. Nicolas Jackson, weiß ich nicht, null, kein Faktor wirklich. Hat's natürlich dann auch schwer gehabt, kam für Musiala in der 79. Minute. Weiß ich nicht.
Wenn du diese Option ziehen willst, dann musst du sie auch eher ziehen, als wie bis zur 80. Minute zu warten. Sorry. Du hast schon in der ersten Halbzeit gesehen, der Schiri ist keiner, der irgendwie lange nachspielen lässt. Paris hat schon zum Anfang der zweiten Halbzeit erstmal 3 Minuten Auszeit genommen, da mit 'ner Verletzten, danach viele Einwürfe, alles auf Zeitspiel gespielt und der Schiedsrichter macht nur 5 Minuten. Aber das war abzusehen, ja. Ähm, ja, vielleicht hat er dazu beigetragen, dass Harry Kane dann da ein bisschen Raum hatte und das Tor machen konnte, ja, fairerweise. Mit einer zweiten Spitze da drin hätte halt einfach ein bisschen mehr für Verwirrung gesorgt, anstatt dass 'n Olisse da die ganze Zeit auf der Außenlinie klebt. Wäre es vielleicht auch da mal von Vorteil gewesen, dass er sich mal ein bisschen in den Strafraum orientiert. Wenn schon über seine Seite nichts geht, wäre vielleicht auch eine Idee gewesen. Und ansonsten hättest du einfach den Nicolas Jackson-Move viel, viel eher machen müssen, ja? Und du hättest ihn ja auch nicht unbedingt für Musiala machen mü du hättest auch 'n zentralen Mittelfeldspieler auswechseln können. Gut, als Letztes haben wir Lennart Kahl. Ähm, auch Lenny hat direkt Schwung gebracht. Direkt Schwung, ja? Den Wechsel hätte ich viel, viel eher für Maike gesehen. So, ich hätte Maike noch mal gegeben, ich hätte ihm in der Halbzeit 'ne klare Ansprache gegeben. Hätte ich mir noch mal 15 Minuten angeguckt. Die 15 Minuten, die ich gesehen habe in der zweiten Halbzeit, hätten auf jeden Fall gesagt: „Ey, ich nehme Michael Olise raus.“ Punkt. Noch mal, es geht hier nicht um Egos, es geht nicht um sonst irgendwas. Das ist 'n K.O.-Spiel, Champions League, geht ums Finale. Ja, tut dann weh in dem Moment vielleicht für Maike, so keine Frage. Ähm, aber er wird selber wissen, dass er kein gutes Spiel gemacht hat. Lenny hat's ordentlich gemacht, war gleich da, hat Feuer gemacht, hat 1, 2 Szenen gehabt. Hättest du eher ziehen müssen, diese Option, ne? Und das ist auch so das große Thema über diesem Spiel. Man hat immer die ganze Zeit gelabert: „Ey, wir haben diesen geilen Kader, wir haben dies und das und wir haben Optionen und dies“, und man reagiert nicht. Man guckt sich die Scheiße an, guckt sich an, wartet dann bis zur 68. Minute, um einen Stanisic rauszunehmen, der unterirdisch war, und macht dann 'n Move mit Min-Jae Kim. Ey, kannst du ja machen, aber da bring gleichzeitig 'n Lennart Kahl und Nicolas Jackson rein, Alter. Nein, dann wartest du bis zur 79. Minute, um Nicolas Jackson zu bringen, und bis zur 85., um Lennart Kahl zu bringen, und denkst nicht ansatzweise darüber nach, mal den total überforderten Josua Kimmich, aber den kannst du ja auch nicht auswechseln, das ist ja Majestätsbeleidigung. Wie soll er das in der Mixed-Zone rechtfertigen, dass ihn der Trainer ausgewechselt hat in so 'nem Topspiel? Ja, dann hättest du wenigstens Pavlovic auswechseln können, da brauchst du nichts rechtfertigen, ja? Und du kriegst es nicht hin, mal da einen Leon Goretzka zu bringen oder einen Tom Bischoff. Die beide viel, viel torgefährlicher sind als 'n Kimmich und 'n Pavlovic zusammen, Alter. Ja? Du hast so 'n Kader, erzählst: „Ah, wir haben so 'n geilen Kader und wir haben so viele Optionen“, und du nutzt keine davon. Junge, in so einem Spiel, sorry. Sorry, sorry, sorry. Ähm, ich hoffe, daraus lernt 'n Vincent Kompany, ja? So. Und vielleicht sollte man dann auch mal lernen, ähm, dass man mal langsam, ich meine, haben wir schon oft genug drüber geredet die Saison, dass man Plan B mal so langsam einführt. Ja, es geht ja nicht darum, seine Philosophie zu ändern und zu sagen, „Ne, wir pressen jetzt nicht mehr oder wir attackieren jetzt nicht mehr.“ Darum geht's gar nicht, ja? Aber du musst doch mal 'n Plan B haben, Alter. Wenn du siehst: „Ey, unsere Außen werden gedoppelt, die Mitte ist zu, wir kriegen keinerlei Zugriff auf dieses Spiel“, dann musst du doch 'n Plan B haben und musst dann einfach mal sagen können: „Ey, komm, wir müssen jetzt mal 'n bisschen was umstellen, ja, und müssen mal 'n bisschen anders agieren.“ Das muss doch möglich sein, ja? Und da geht's nicht darum zu sagen: „Ey, wir müssen jetzt unsere Philosophie ändern“ oder sonst was. Darum geht's gar nicht, ja? Aber wenn du doch siehst: „Ey, es geht nicht, wie wir spielen, weil der Gegner uns komplett rausnimmt.“ Ey, dann musst du einen Plan B haben dafür. Punkt. Den haben wir noch nicht. Ey, alles fein, gar kein Vorwurf. Vinny ist jetzt noch nicht so lange da. Die Mannschaft hat diese Saison 'n Riesen-Step gemacht. Wir spielen 'ne überragend gute Saison. Wir haben jetzt im Rückspiel einfach keine gute Tagesform gehabt. Das gehört auch zur Wahrheit. Wir haben 'n bisschen Pech mit dem Schiedsrichter gehabt, was keine Ausrede sein soll. Für mich persönlich zumindest nicht.
Aber man muss auch sagen, dass sich diese Leistung gerade bei einem Stanisic, bei einem Pavlovic, ähm, auf jeden Fall angedeutet haben. Auch man weiß auch, dass ein Kimmich in diesen Spielen maßlos überfordert ist, ja. Und da hätte man wenn man meint, man riskiert das trotzdem, weil Pavlovic so ein bisschen ballsicherer ist, wie es 'n Leon Goretzka ist, ähm, alles fein, ja, alles fein, aber da musst du wenigstens in der Halbzeitpause reagieren, wenn du siehst, dass der Bums nicht klappt, ja? So, und ich glaube, 'n Leon Goretzka, hätte mit der Körperlichkeit erstens, aber auch mit dem, wie ich gerade schon sagte, er strahlt den Ehrgeiz aus gerade, ja, um sich schön zu verabschieden und der hätte noch mal Schwung gebracht, hundertprozentig. Ja, aber super schade, dass diese Option nicht gezogen wurde und du hättest natürlich auch 'n Tom Bischof die letzten 10 Minuten dann noch mal reinwerfen können, muss man auch mal ganz klar sagen, ja? Der natürlich technisch und pressingresistent und natürlich auch noch mal spielerisch noch mal 'ne ganz andere Option ist, wie es 'n Pavlovic oder 'n Kimmich wäre, ja? Aber das hat man sich nicht getraut und die ganzen Faktoren zusammen, damit sind wir verdient ausgeschieden. So, fertig. Da brauchen wir gar nicht rumheulen wegen irgend 'ner Schiedsrichterfehlentscheidung. Wir sind am Ende des Tages über beide Spiele gesehen das ist genauso wie gegen Real Madrid. Das war auch schon auf Augenhöhe. Da sind wir aber verdient über beide Spiele gesehen weitergekommen. Und gegen Paris sind wir über beide Spiele verdient ausgeschieden. Ja, das war knapp so, keine Frage, ja. Man hat aber auch gesehen, wo unsere Schwächen sind. Da kannst du auch Real Madrid die Spiele noch mal zu dabei ziehen, ja. Ähm, ja, I don't know. Es wird interessant zu sehen sein, ob man da in Zukunft Änderungen vornimmt oder nicht, ja. Wenn nicht, dann wird sich ja, das Problem ist ganz kurzer Exkurs nur. Ich weiß, geht schon wieder viel zu lang, das Video, ich muss auch ins Bett. Das Problem ist, du wirst ja in der Bundesliga nicht gefordert auf diesen Positionen. Ja, da kann Kimmich vogelfrei rumlaufen, da kann Pavlovic machen, was er will. Da ist das egal, wenn in der Zentrale mal keine Spieler da sind. Selbst wenn du mal 2 Gegentore kriegst, dann machst du halt 4. So, ja. Weil natürlich nicht diese Qualität auf der Gegnerseite ist, wie es gegen Paris ist oder wie es gegen Real Madrid ist oder sonst was, ja. Da kaschierst du das weg, auch wenn deine Topstars vorne dann vielleicht nicht den besten Tag haben. Meistens hat dann einer einen guten Tag mindestens oder 2. Das reicht völlig aus für jeden Bundesligagegner, ja. Das reicht aber dann einfach nicht auf diesem Niveau aus, ja, wo wir dann bei Real Madrid, bei Barcelona, bei PSG et sind, ja. Hätte Michael heute noch überragenden Tag gehabt, so wie die letzten Wochen war, ey, dann hätte es vielleicht gereicht, so, keine Frage, ja. Aber es war halt nicht der Fall, ne? Und dann tut natürlich so ein Fehler, wie du ihn direkt da in der Anfangsphase machst, tut dann natürlich doppelt weh, ne? Und dann ist das so. Und wie gesagt, wir waren einfach viel zu ideenlos. Wie gesagt, guckt euch die Eckenstatistik an, die sagt eigentlich alles über dieses Spiel aus. Und damit, schade, 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 schade. Aber ja, nächstes Jahr auf ein neues. Ich bin gespannt, ja. Ich bin gespannt, was sich tun wird. Du müsstest punktuell auf jeden Fall nachlegen, Außenverteidigerposition. Meiner Meinung nach Kimmich als Sechser, ja, sorry, Alter. Ey, man kann über Tuchel denken, was man will, aber er hat mit einer Aussage recht gehabt, dass Kimmich kein Sechser ist. So. Und wir können gerne wieder Diskussionen aufmachen. Wir brauchen, zuverlässige Außenverteidiger. Ey, der Spieler spielt in der Nationalmannschaft Außenverteidiger. Stell ihn auf die Außenverteidigerposition. Dann hast du schon mal eine Baustelle geschlossen. Ich verstehe es nicht, warum man das nicht getan hat. Ja. Hättest du schon mal eine Position geschlossen. Du hättest einen richtig ordentlichen Außenverteidiger auf der rechten Seite. Und du hättest natürlich einen Conny Leimer im Zentrum, der eine Pressingmaschine ist. Und der wahrscheinlich auch ein bisschen pressingresistenter ist, wie es 'n Josh ist, ne? Aber gut, was rede ich? Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Nehmt's nicht so schwer. Wie gesagt, am Ende des Tages sind wir verdient ausgeschieden, auch wenn das Ergebnis knapp war. Ja, nächstes Jahr auf ein neues. Und wir haben natürlich noch, ne, wir haben noch das Pokalfinale. Es wird auch kein leichtes Spiel werden. Ähm, bin ich gespannt und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Tschüssikowski.